Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen rein in die Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal aus gegen den ersten FC Saarbrücken und gucken mal, was der Trainer zu sagen hat. Ich bin gespannt. Was warten wir? Ich kriege gerade das Signal. Peter Müller. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Pokalhit 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München. Spielstand 2:1 vor 15.903 begeisterten Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den... Na. Ich denke mal, da waren so ein paar hundert Zuschauer nicht ganz so begeistert, zumindest nach Spielende nicht. Während des Spiels haben die alles gegeben, wie es sich gehört. Ja, nach dem Spiel kann man ruhig enttäuscht sein nach der Leistung von den beiden Trainern. Thomas Tuchel, herzlich willkommen. Und Rüdiger Ziel, Servus, hier oben, wie immer traditionell, der Gast. Das erste Wort, ja, Herr Tuchel. Hau mal raus, Thomas. Wie kann man erklären, dass so eine Niederlage am Schluss doch noch, ja, das Unmögliche doch noch wahr wird? Fußball. Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der Pokalsensation. Wir wollten unbedingt nach Berlin. Und wir sind auf der falschen Seite der Pokalsensation? Wäre das eine Pokalsensation, wenn wir gegen Saarbrücken weitergekommen wären, oder was? Wir waren uns sicher, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und müssen leider. Ja, wenn wir eine Spielidee hätten, wäre das vielleicht auch so. Oder wenn man mal diese Gedankengänge hätte, dass man vielleicht die letzte Viertelstunde dann vielleicht mal konsequent über Außen spielt und mal mit Flanken arbeitet. Gegen müde Saarbrücker. Ja, und vielleicht dann noch einen Stürmer da vorne reinstellt, der das auch verwerten kann und nicht da ein Choupo-Moting 90 Minuten stehen hat, der unterirdisch schlecht ist oder war, dann wäre das vielleicht auch noch passiert. Leider schon in der zweiten Runde, dass die bittere Niederlage akzeptieren. Wir haben wenn er jetzt sagt, wir haben gut gespielt in der zweiten Halbzeit, weil wir ein paar Schüsse aus das Tor hatten, Alter, dann ich reiß mich zusammen, aber dann falle ich langsam, dann bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich sage, Tuchel ist der verkehrte Trainer, Leute, wenn das jetzt kommt. Eine gute erste Halbzeit gespielt, sind trotzdem in Führung gegangen, hatten keine. Das die bittere Niederlage akzeptieren. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, sind trotzdem in Führung gegangen, hatten trotzdem nach der Führung. Und das Traurige ist ja, dann denkst du, ja, alles gut. Ne? Wir haben so die erste Halbzeit, ist uns schlechte Halbzeit, wir haben meistens so eine passable Halbzeit dann gehabt. Und dann siehst du eine Viertelstunde und es ändert sich gar nichts. Gar nichts. Wir spielen den gleichen Trott, den gleichen Müll, den gleichen Stiefel weiter runter. Ja. Danke. Ein paar enttäuschend einfach. Umschaltmöglichkeiten, die wir nicht sauber zu Ende spielen, in denen wir das Spiel hätten früh entscheiden können. Dann haben wir durch schlechte Entscheidungen selber Saarbrücken stark gemacht und auch ein paar Umstellungen. Natürlich nach der Verletzung von... Komm, diese Ausrede brauchst du jetzt nicht bringen, dass ein Kimmich auf die Innenverteidigerposition musste, Alter. Saarbrücken war dreimal vor unserem Tor, ja, zugegebenermaßen. Einmal hat Kimmich gut gerettet. Also war das ja, da hast du nicht an Kimmich auf der Innenverteidigerposition. Und ansonsten waren sie zweimal vom Tor, haben die Tore gemacht. Es war jetzt nicht so, dass Saarbrücken Chance hatte, dass man das jetzt als Ausrede nehmen muss, dass wir da hinten umstellen mussten. Also das kann er sich bitte sparen. Von Mata Delikt hat man uns angemerkt, dass uns Abstimmung fehlt und ein bisschen Rhythmus fehlt. Jetzt ist er auf einmal doch wichtig, der Delikt. Ne? Vorher war er... Deshalb war das Halbzeitergebnis okay und gerecht. Aha. Und auch soweit kein Problem. Zweite Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, die wir auch zeigen wollten. Angriffe wurden giftiger, wir haben noch offensiver gespielt, wir haben bessere Positionen gefunden, haben schneller gespielt, haben mehr Zweikämpfe gewonnen im Gegenpressing, haben eigentlich die komplette Halbzeit dann dominiert. Das, was wir auch von uns erwarten, haben uns Chancen rausgespielt, Halbchancen rausgespielt. Saarbrücken hat mit Glück und Geschick verteidigt.
Uns ist nicht geglückt, das zweite Tor zu machen, wo wir genügend Möglichkeiten gehabt hätten. Ich glaube, wenn wir das zweite Tor machen, machen wir auch ein drittes und ein viertes. Und müssen natürlich dann ganz bitter mit, glaube ich, einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte, ganz bitter die Niederlage akzeptieren. Nochmal Glückwunsch, das ist schwer für uns zu akzeptieren natürlich, weil damit ein Titel futsch ist und weil wir da mit aller Macht nach Berlin wollten. Das war unser Anspruch, dem sind wir nicht gerecht geworden, gemeinsam. Wir werden das gemeinsam jetzt auch verdauen und wir gewinnen gemeinsam, verlieren gemeinsam und werden uns dann wieder aufrappeln, auch wenn es heute sehr schwer fällt. Ja, bin ich bei ihm. Aber dass man unbedingt nach Berlin wollte, das hat man heute nicht gesehen, finde ich. Also da musst du anders auftreten. Ja? Da musst du, wenn du ein bisschen glücklich das 1:0 machst, da musst du zusehen, dass du das zweite und dritte nachlegst. Wie er es selber sagt, da kann es nicht sein, dass du das Fußballspielen einstellst und den Gegner wieder zurück ins Spiel holst, indem du ihm Bälle in die Füße spielst, nicht in den Zweikämpfen präsent bist. Wir haben genug alte Hasen auf dem Platz, die wissen, wie so Spiele laufen oder laufen können. Da musst du anders agieren. Ja, vielen Dank, Thomas Tuchel. Rüdiger, du hast gestern von einer 1% Chance geredet. Das sah heute irgendwie mehr aus als 1%. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war das wirklich sehr, sehr ordentlicher Auftritt von meiner Mannschaft, wo wir auch im Ballbesitz einfach Phasen hatten zumindest, wo wir ein bisschen nach vorne spielen konnten. Und ein Kollege hat es gesagt, dass wir da gerecht. Erste Halbzeit war es ein super Auftritt. Ja, man hat aber auch da schon gesehen, was sie investiert haben. Das war klar, wie die zweite Halbzeit laufen wird, dass sie so laufen wird. Das 1:1 hatten, wo wir, glaube ich, auch vorher schon ein Tor machen könnten. Ja, das war okay, mich gerettet hat. Zweite Halbzeit war es einfach sehr, sehr viel verteidigen, sehr, sehr intensiv, sehr viel laufen, was man einfach auch gemerkt hat. Haben mussten dann auch immer wieder frische Kräfte einwechseln und ich glaube, es war einfach eine Willensleistung dann, dass wir wirklich mit der letzten Aktion noch ein Tor machen konnten. Am Ende sehr glücklich, aber das wussten wir, dass wir viel laufen müssen, dass wir im Grunde sehr viel verteidigen müssen, dass wir... Naja, die sind ja auch nicht doof. Ja. Also FC Saarbrücken sagt ja nicht, ich spiele den FC Bayern an die Wand. Ja, die haben die Spiele von der gegen Darmstadt Bochum gesehen, die werden die Spiele analysiert haben, wissen, dass wir Probleme haben gegen Gegner, die einfach nur tief stehen, die dagegenhalten, die sich reinwerfen. Und das alles haben sie gebracht. Ja? Und das mit voller Leidenschaft. Ja? Und wir haben ganz viel Leidenschaft vermissen lassen. Ja? Gerade Tuchel sagte, wir wollten unbedingt nach Berlin. Das hat man in keiner Stunde gemerkt. Ja, wir haben zum Schluss die Brechstange rausgeholt, haben da alles reingeworfen, aber ja, auch das Zeichen vom Tuchel kam nicht. Ja, man hätte das Zeichen ja nochmal setzen können. Ich hau nochmal einen Harry Kane in die letzte Viertelstunde rein. Wir geben die Anweisung, wir spielen klar über Außen, nur mit Flanken. Generell hätte man die Anweisung bringen können, auch wenn Harry Kane, warum auch immer, keine Warnung hat, da vielleicht ein Wehwehchen, hätte man trotzdem sagen können, lass uns mal jetzt die letzte Viertelstunde mit Flanken versuchen. Vorher hat es nicht so wirklich geklappt. Das alles war halt auch nicht gegeben. Ja, man hat es am Ende dann irgendwie so hingenommen. Ja, man hat die 3 Jungs da eingewechselt, die haben auch ein bisschen Power gebracht, keine Frage. Ja, aber wenn du keine Spielphilosophie hast, keine Strategie, dich nur auf Einzelaktionen verlässt, ja, dann verlassen sie sich einfach irgendwann. Das ist ganz normal. Einen Gegner brauchen, der vielleicht jetzt erste 45 Minuten nicht auf 100% gespielt hat und dass wir dann am Ende sehr viel Glück brauchen, um hier zu gewinnen. Das waren noch nicht mal 50%, Alter. Das kam dann von einigen Spielern. Einige waren schon, ja, aber... Heute alles zusammen, deswegen diese 1% haben wir dann getroffen und sind einfach sehr, sehr happy, gegen eine absolut überragende Top-Mannschaft hier zu gewinnen. Und ich glaube, alle, die hier im Stadion waren, ein riesen Erlebnis, muss man einfach so sagen, dass wir als Drittligist gegen Bayern München gewinnen konnten. Deswegen heute ist Feiern angesagt, haben sich die Jungs einfach verdient. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an die beiden Trainer für die Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Hier ist ein Mikrofon. 2 Fragen.
Wird er übersehen jetzt? Hat doch die Hand gehoben. Herr Tuchel, gibt es schon eine Diagnose oder eine Information zu Mathis de Ligt? Und die zweite Frage, können Sie uns vielleicht in Ihre Gedanken mitnehmen, wie Sie auf die Verletzung dann reagiert haben, was der Gedanke dann war, Konrad Laimer zu... Also erster Teil der Frage, okay, ja, logisch. Interessiert uns ja auch. Zweiter Teil der Frage, ey, was soll das für eine Überlegung sein? Kimmich ist der einzige Spieler im Kader, der Innenverteidiger gespielt hat, damals unter Pep. Ja, oder der auch von der rechten Verteidigerposition kam, dann in die Mitte gewechselt ist. Also er soll in der Lage sein, Innenverteidiger zu spielen. So, wäre natürlich schön gewesen, wenn man Pavlovic dafür gebracht hätte. Obwohl ich das nachvollziehen kann, dass man Laimer gebracht hat, dass man nicht sagt, ich gehe mit Pavlovic und Kretzig in der Mitte ins Spiel und dann noch ein bisschen Erfahrung haben wollte, kann ich nachvollziehen. Ich habe es ja in meiner Spielanalyse, ich hätte einen Pavlovic von Anfang an aufgestellt. Ja, aber es gab halt keine Alternative bei uns im Kader. Bringen und Jo Kimmich nach hinten zu ziehen. Ja, das war, glaube ich, der einzige Spieler, der da einfach noch überhaupt jemals Innenverteidiger gespielt hat, war Jo. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine Dreierkette gespielt, weil es den Charakteren ein bisschen mehr entgegenkommt und mit einer Dreierkette dann mit einem 3 und mit einem 6er im Grunde mit 4 Spielern den Spielaufbau gemacht und angegriffen und auch verteidigt. Und waren dann extrem offensiv in der zweiten Hälfte, auch personell. Mata ist, wir haben es ja gesehen, verletzt raus nach einer Grätsche. Es hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt. Wir hoffen, dass nichts Strukturelles ist, sprich... Das sah nicht gut aus, ne? Müssen wir leider so sagen. Also gleich den Winker gemacht und gleich da gehalten. Also da musst du echt viel Glück haben, wenn das jetzt wirklich irgendwie nur eine Stauchung ist oder nur eine Kapsel oder... Ich befürchte, dass Schlimmes. Kein Band betroffen ist, aber wir können es im Moment nicht sagen. Wir hoffen, dass es so ist. Es ist extrem schmerzhaft und es ist die gleiche Kapsel am gleichen Knie. Ja, noch eine Frage an Herrn Tuchel. Gibt es vor dem Spiel gegen Dortmund jetzt schon, können Sie uns da mitteilen, was Ihre Gedanken sind, wie Sie dann in der Defensive aufstellen wollen? Nein, was ist das auch wieder für eine Frage, Alter? Wir sind gerade aus dem Pokal ausgeschieden. Der hat gerade auch die Schnauze voll, ist enttäuscht. Und dann fragt man ihn direkt nach dem Spiel. Ja, schon eine Ahnung, wie sie gegen Dortmund aufstellen wollen. Was sollen wir das wissen? Wir müssen erstmal abwarten, was mit De Ligt ist. Wir müssen abwarten, ob ein Opa und ein Goretzka spielfit werden und so weiter und so fort. Also, Junge. Jetzt müssen wir abwarten, was die Diagnose morgen ist. Wir haben nur 2 Tage Zeit, um uns vorzubereiten, zu erholen, zu regenerieren. Das gilt natürlich auch dann für die Verletzung. Wir müssen schauen, ob Nus gesund wird, Nus Masraoui, ob Leon Goretzka spielen kann. Und dann müssen wir eine Lösung finden, um in Dortmund bestehen zu können. Tja, die Lösung bin ich gespannt, ey. Rüdiger, du hast umgestellt im Vergleich zu den Spielen zuvor. Was war der Gedanke dahinter, zum Beispiel Brünker rauszulassen und Steele dafür zu bringen? Das war, glaube ich, auch ein anderer Gegner als die Spiele zuvor. Kai Brünker war auch krank, von daher war das ein logischer Wechsel, dass er nicht in der Startelf stehen kann, weil er eigentlich gar nicht trainiert hat. Und ich glaube, die Idee mit Simon Steele, einfach der gutes Tempo hat, die Umschaltmomente zu nutzen, war jetzt nicht so viele Momente, trotzdem hat er sich, glaube ich, gut reingeworfen, hat die Sache gut gemacht und ist auch immens viel gelaufen. Von daher hat er die Sache auch, wie alle anderen auch. Sich alle reingeschmissen, alle geackert, alle vollen Einsatz gezeigt. Alles das, was wir zu großen Teilen haben vermissen lassen. Sehr, sehr gut auch erledigt. Ja, 2 Fragen an Herrn Ziel. Erste Frage, 2020 ging es ja für den FC schon mal ins Halbfinale. Kommen da jetzt schon Erinnerungen hoch? Überlegt man schon, wie weit es jetzt diesmal gehen könnte? Zweite Frage, in 2 Wochen steht das nächste Pokalspiel an gegen TuS Herrenberg. Leute, wisst ihr, was gerade gut zu sehen ist? Dass die Reporter, die den FC Saarbrücken Fragen stellen, genauso hohl sind, wie die Reporter, die uns Fragen stellen. Also... Was kann man jetzt aus so einem Spiel gegen FC Bayern, gegen TuS Herrensohr mitnehmen? Alter. Ich habe überhaupt gar keine Gedanken an ein Halbfinale. Und am Ende haben wir gemerkt, ein haushoher Favorit kann gegen einen Underdog verlieren. Von daher sind wir gewarnt.
Auch eine Frage an Rüdiger Ziel. Wie sieht es beim FCS aus, verletzungstechnisch? Das Bulletin, gab es heute größere Blessuren? Es gab ja einige Krämpfe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Am Ende, wir mussten so viel laufen, so viel investieren. Das nennt man Ermüdungserscheinung, Alter. Ich glaube, das war logisch, dass da die Kräfte einfach dann schwinden. Von daher gab es keine Verletzungen, sondern einfach auch aufgrund der Belastung dann auch diese Wechsel. Ja, kannst du noch mal sagen, wie der Plan jetzt ist? Also ich habe eben mitgekriegt, morgen wäre dann kein Training, freiwillig. Am Freitag müsst ihr dann wahrscheinlich nach Sandhausen fahren, am Samstag. Wie geht es jetzt weiter da? Sind ja dann auch nur 2 Tage, die man füllen muss, oder? Genau, es sind 2 Tage. Ich glaube, die Mannschaft hat sich das verdient, auch heute ein bisschen zu feiern. Also wenn man das heute als Drittligist nicht erlaubt, als Trainer, dass sie heute feiern. Also dann hast du einen verkehrten Job, Alter. Ja, dann musst du die Feste feiern, wie sie fallen, Alter. Und wenn du den großen FC Bayern schlägst, dann hast du zu feiern, Alter. Da wird mich, glaube ich, jeder für verrückt erklären. Ja. Von daher, die können heute feiern. Morgen ist freiwillig Training, freiwillig auch Pflege. Und so wie es auch in der Vergangenheit war, wenn wir das freiwillig angesetzt haben, waren, glaube ich, alle da. Von daher werden die sich dann auch einfinden und wir werden dann entsprechend am Freitag, auch morgen und auch Freitag alles dafür tun, dass wir regenerieren können, so was möglich ist. Und dass wir dann am Samstag auch eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben, weil da geht es um 3 Punkte und die wollen wir auch in Sandhausen holen. Und bin da auch guter Dinge, dass wir diese Euphorie einfach auch nutzen können, nutzen müssen, auch nochmal ein sehr, sehr intensives Spiel dann auch am Samstag abzuliefern. Herr Tuchel, abgesehen von den Chancen, die am Schluss nicht gemacht wurden und in der zweiten Halbzeit nicht gemacht wurden, was ist es, was Sie Ihrer Mannschaft vorwerfen können? Nix. Ich werfe nichts vor. Es ist nicht der Moment, Vorwürfe zu machen. Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und vor allem jetzt in so einer bitteren Niederlage, in so einem bitteren Abend, ist nicht der Moment, Vorwürfe zu machen. Und auf gar keinen Fall öffentlich. Also, aber wir haben auch in der Kabine bereits gesagt, es ist kein Zeitpunkt, um mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Kein Zeitpunkt. Ja, die Aussage finde ich schon schwierig. Also ich bin bei ihm. Habe ich ja in meiner Spielanalyse auch gesagt, es bringt jetzt gar nichts, mal auf die Mannschaft draufzuhauen oder sonst was. Klar muss man was ansprechen, wie er aber auch sagt, wenn dann intern, nicht extern. Was ich aber schwierig finde, dass er sagt, ja, wir haben der Mannschaft gesagt, dass jetzt nicht die Zeit ist, sich gegenseitig mit dem Finger drauf zu zeigen. Also das ist ja wieder so ein Zeichen, dass da schon so ein paar Spannungen, sag ich's mal, innerhalb des Teams sind. Also schon wild, diese Aussage. Und jetzt alles in Frage zu stellen. Wir kommen, glaube ich, aus einer Serie von 14 Spielen ohne Niederlage. Naja, aber wie gesagt, die Spiele muss man auch mal ein bisschen objektiv betrachten, meiner Meinung nach. Das war der denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil es ein K.O.-Spiel war, diese Serie zu beenden. Es wird leider nicht unsere letzte Niederlage in unser aller Fußballerleben bleiben, auch wenn wir das gerne so hätten und wenn wir es alle hassen zu verlieren. Das ist heute eine bittere Pille, aber es funktioniert. Also es wird ganz sicher keine Vorwürfe und Schuldzuweisungen geben. Ja, dann sind keine Fragen mehr erkennbar. Kurzer Ausblick. Die Bayern haben jetzt ihr Kracherspiel gegen Dortmund vor der Brust. Wir spielen Samstag in Sandhausen. Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg dafür und Ihnen einen schönen Abend noch hier in Saarbrücken. Vielen Dank für Ihr Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, Leute. Ich will gar kein großes Fazit ziehen. Ich habe 40 Minuten in der Spielanalyse ein Fazit gezogen. Ja, ich denke, es ist alles gesagt. Rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffen wir, dass wir eine Reaktion sehen. Es wird schwer. Ich glaube nicht, dass wir auf einmal den Fußball finden, der zur Mannschaft passt. Schon gar nicht innerhalb jetzt von 2 Tagen. Schwierig mit Ausblick auf Dortmund. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja, der Vorteil ist, ich habe ein schlechtes Gefühl für das Spiel in Dortmund. Meistens, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wird's gut. Von daher schauen wir mal. Es muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Das ist ohne Frage. Gut, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bis dann. Tschüssi.